Herzlich willkommen hier auf dem Passionsweg von ICF, den wir gemeinsam jetzt gehen, heute Donnerstag und morgen auch am Freitag. Einige von euch haben ja schon das Abendmahl genommen oder das Pessach gefeiert und nun gehen wir gemeinsam weiter. Und für uns, ich darf euch vorstellen, ich habe die Lea dabei, die Celine, der Janni. Wir arbeiten hier gemeinsam im ICF Zürich und du auch noch im ICF Zürich Oberland und ICF Bruck, wo du mit dabei bist. Und wir gehen gemeinsam hier zu viert diese Stationen durch von Jesus. Und für uns ist es einfach immer das größte Privileg, Jesus Schritt für Schritt begleiten zu dürfen. Und wir sind selber gespannt, was wir jetzt hier erleben, wie Jesus wieder auch etwas tut. Wenn man sich mit Jesus beschäftigt, dann ist es nie nur eine Theorie, sondern das ist das Kraftvollste, was wir tun können. Und und komm, wir beten doch gleich gemeinsam. Jesus, wir können nicht ausdrücken, wie dankbar dass wir sind, dass du auf die Welt gekommen bist, aus Liebe zu uns und diesen ganzen Leidensweg gegangen bist, um den Preis zu zahlen für unsere Errettung. Und bitte offenbare du nun Schritt für Schritt immer wieder das Geheimnis von deiner Kraft und nimm uns mit rein, setze uns frei. Lass uns die Erlösung erleben und die Vergebung und die ganze Kraft von dir, Jesus. Amen. 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 Ja, ich lese gerade nach Matthäus 26, Vers 36 bis 56. Es ist schon nach Mitternacht und der Vollmond leuchtet am Himmel. Jesus und seine Jünger gehen durch das Kidrontal zum Ölberg. Als sie im Garten Gethsemane ankommen, sagt Jesus zu ihnen: Wartet hier und bleibt wach. Dann geht er ein Stück weiter in den Garten und fällt auf die Knie. Tief besorgt betet er zu Gott: Dein Wille soll geschehen. Da schickt Gott einen Engel, um Jesus Mut zu machen. Danach geht Jesus zu seinen Jüngern zurück, aber sie schlafen. Er sagt: Wacht auf, jetzt ist nicht die Zeit zum Schlafen. Die Stunde ist gekommen, wo ich meinen Feinden ausgeliefert werde. Es dauert nicht lange, dann kommt Judas. Er weiß, wo er Jesus findet, weil sie oft alle in diesem Garten gewesen sind. Er hat einen großen Trupp Männer dabei, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet sind. Judas hat den Soldaten versprochen, ihnen zu verraten, wer Jesus ist. Judas geht direkt zu Jesus zu und sagt: Ich grüße dich, Lehrer. Dann küsst er ihn. Da fragt Jesus: Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? Jesus tritt vor und fragt die Männer: Wen sucht ihr? Sie antworteten: Jesus, den Nazarener. Jesus sagt: Ich bin es. Da traten die Männer heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Als Petrus merkt, was gerade passiert, zieht er ein Schwert und schlägt einem Diener vom Hohenpriester das Ohr ab. Aber Jesus hält den Mann und sagt zu Petrus: Steck dein Schwert weg. Wer mit dem Schwert kämpft, wird durch ein Schwert sterben. Die Soldaten nehmen Jesus fest und fesseln ihn an den Händen. Die Jünger fliehen. Dankeschön, das ist so krass, dieser Text, wenn du dir das vorstellst. Vorher waren sie noch am Fest und jetzt ist auf einmal Jesus ganz alleine. Mhm. Das finde ich so krass. Jesus nimmt den Verrat auf sich. Da ist der Judas zum Beispiel, enger Freund von Jesus, und das heißt, er verrät ihn mit einem Kuss. Also ganz intim, sind noch enge Freunde, und er sagt: Jetzt bist du es nicht mehr. Oder es heißt in der Schrift, alle verlassen ihn, alle sind weggelaufen. Ist ganz allein. Der Petrus zum Beispiel verleugnet ihn später noch. Also ob ihr das kennt, so Leute, die euch verlassen, auf einmal bist du alleine da. Und Jesus empfindet das ganz stark mit, dieses Alleinsein. Das Krasse finde ich, dass Jesus das seinen Jüngern kurz vor beim Abendmahl schon sagt. Er weiß doch schon, was passieren wird. Im Matthäus 26, da sagt Jesus: Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Denn in der Schrift steht: Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Doch, wenn ich von den Toten auferstanden bin,
werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Also da ist schon, Jesus weiß zwar, was kommt, aber Jesus weiß auch, ich werde euch wieder treffen. Ihr werdet zwar alle abhauen, ich werde euch wieder treffen. Johannes beschreibt in seinem Evangelium, dass Jesus betet für seine Jünger noch, bevor das Abendmahl fertig ist. Finde ich auch krass. Er betet für sie. Oder für Petrus betet er auch. Lukas 22 steht das, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umkehrst und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Also Jesus weiß ja von Petrus, vom Judas, von allen, auch von uns. Wir verlassen ihn. Und für das steht für mich das Schwert. Da geht so wie so ein Schnitt durch zwischen Jesus und den Jüngern, auch zwischen Jesus und uns. Und für das ist Jesus gekommen, dass er uns wieder vergibt und sagt, ich möchte euch vergeben. Ich nehme das Schwert auf mich. Und da steckt für mich auch das drin, dass Jesus mit uns leiden kann. Also da, wo ich selber verraten werde oder belogen oder Leute mich im Stich lassen, dass Jesus da auch mit auf sich nimmt. Und diese Schnitt, also ich finde es immer so was Hartes, wenn du jemandem Vertrauen gibst und dann nachher verrät er dich, das ist wie so ein Schwert. Ja, ich finde, also wenn ich zurückschaue, ich sehe so einzelne Situationen, wo ein Freund zum Beispiel die Freundschaft mir gekündigt hat, und das schmerzt ja schon. Ja. Und Jesus erlebt da auf einen Schlag, wie wirklich da seine besten Freunde, und das waren ja wirklich Freunde, in die er sich krass investiert hat, und auf einen Schlag, zack, weg. Und Einsamkeit und all das. Und ich finde, diesen Part unterschätzt man, aber ich glaube wirklich, Jesus hat es richtig weh gemacht, richtig geschmerzt. Schon nur das im Stich gelassen werden im Gebet. Das ist ja wieder, er reagiert ja schon emotional. Und halt das zu nehmen, jetzt auch heute ganz gezielt, okay, Jesus kennt diesen Schmerz von Einsamkeit, von Verrat, von Beziehungsverletzt werden. Ja. Ich finde es auch krass, also mich spricht es richtig krass an, dass eben Jesus darin trotzdem aber eine Perspektive hatte. Dass er irgendwie das Vertrauen hatte und wusste, dass er auch wieder vereint wird. Und ich glaube, das ist das, was manchmal doch so schwer ist, irgendwie in diesem Moment drin, sich auch aus diesem Ganzen rauszunehmen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, egal wie allein ich mich gerade fühle. Egal, eben Jesus hat nicht ein Leben nach Gefühlen gelebt. Er hat das ausgehalten und er hat das gefühlt, aber er hat nicht danach gelebt, sondern er hatte diese Perspektive. Und das Krasse ist, wir können uns immer fragen, wie reagieren wir uns? Und ich habe mich irgendwie so ertappt in dieser Stelle, auch mit dem Schwert, wie Petrus nämlich reagiert hat. Wir lesen nämlich, wenn wir es im Lukas 22, 49, 51 nochmals anschauen, dass als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatten, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen griff den Diener des Hohenpriesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Das war eben dieser Petrus. Doch Jesus sagte, leistet keinen Widerstand mehr. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Und ich habe für mich einfach überlegt, was ist meine natürliche Reaktion in solch einer Situation? Wie reagiere ich? Und wenn ich ganz ehrlich werde, gerade wenn ich vielleicht von einem Freund verraten werde, wenn ich verlassen werde, dann ist meine Reaktion vielleicht viel eher sogar, hey, ich hätte das Recht, mein Schwert auch zu zücken, etwas zurückzugeben, auch irgendwie ein Ohr abzuschneiden oder dann vielleicht sogar direkt auch eine andere Person auch mal so zu behandeln. Ich glaube, das ist so eine natürliche menschliche Reaktion. Und dann zu sehen, wie Jesus reagiert. Er heilt das Ohr. Er kommt mit Vergebung und sagt, nein, ich lasse mich nicht von dir. Das ist so, das geht meinem Verstand einfach, das geht nicht auf eigentlich. Aber das Krasse ist, es beweist ja auch nochmal, oder? Es kommt zurück nochmal das, was er auch immer gepredigt hat. Das lebt er so richtig, oder der Bergprediger und all das, und das lebt er jetzt richtig. Ja. Weil ich habe mir dann überlegt, was bedeutet dieses Schwert für mich? Und da kam mir dieser Gedanke, das Schwert kommt auch noch an anderen Stellen in der Bibel vor. Und es ist Tatsache auch, dass wir in solche Kämpfe kommen in unserem Leben. Ja.
eben wir sehen, Jesus ist in diesem Kampf, Jesus wird verraten. Es ist Tatsache, dass das passiert. Und im Epheser 6,13 steht dann aber auch ganz klar, was wir machen dürfen in solchen Kämpfen. Es steht nämlich, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Also gerade in diesen Momenten, da ich vielleicht in der Versuchung bin, zurückzuschlagen mit dem Messer, sagt Gott, nee, ich gebe dir was, wo du widerstehen kannst. Und ganz konkret lesen wir weiter im Epheser dann in dieser Waffenrüstung, im Epheser 6,17, setzt den Helm der Rettung und auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Und ich habe für mich wie realisiert, Jesus hat nämlich mit diesem Schwert des Wortes gekämpft. Er hat nämlich die Vergebung genommen, die in der Bibel so klar steht. Er hat aus dem Wort Gottes rausgehandelt und nicht eben mit diesem weltlichen Schwert vielleicht einfach zurückzuschlagen, sondern er hat dieses göttliche Wort genommen, das uns Gott gegeben hat. Weil Gott war es bewusst, dass wir in solche Kämpfe kommen werden. Aber dafür können wir dieses Schwert nehmen und dürfen mit dem kämpfen und die Vergebung zum Beispiel eben konkret aus dem Wort Gottes rausnehmen und damit anderen Menschen zu begegnen. Das hat mich irgendwie so tief berührt. Ja. Ich finde, das ist etwas, oder, was wirklich bei Jesus oder so krass raussteht, oder auch für uns Christen. Da lehrt er uns wirklich etwas, was absolut irgendwie entgegen unserer natürlichen Reaktion ist. Wirklich, wo wir verletzt sind, wirklich da zu sagen, hey, schlag nicht zurück, leg die Schwerter ab. Und eben das finde ich auch. Aber Jesus gibt uns da eben auch, er gibt uns sein Wort, gibt uns seinen Trost und was ich eben auch immer schön finde, das erste Mal jetzt auf der Passionsreise natürlich, dass wir das erleben und das wird uns immer wieder begegnen. Jesus ist unser Hohepriester, der mitfühlen kann. Und ich glaube, das ist die Challenge auch, die wir heute annehmen sollten. Ich glaube, das selber auch zu sagen, okay, Jesus, ich bin bereit, da wo ich verletzt worden bin. Es ist schwierig oder so, aber ich lege mein Schwert ab. Und ich bin bereit, nicht zurückzuschlagen, sondern ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Komm, wir machen das gemeinsam. Ich würde euch gerne leiten im Gebet, dass wir das machen, dass wir das ernst nehmen, was Jesus tut und diese Aufforderung, nein, lasst die Schwerter stecken, steckt sie zurück, auch da, wo ihr selber das erlebt, weil Jesus sich selber da nicht mit Aggressionen gerecht hat, dass wir das machen. Jesus, wir kommen heute, an diesem Moment kommen wir zu dir, mit all unseren Geschichten, wo wir Verrat erlebt haben, wo wir verletzt wurden von Menschen, wo wir ungerecht behandelt worden sind, verlassen wurden selber auch, wissen wir, dass du ein Ort bist, wo wir verstanden werden, wo du selber weißt, was es bedeutet. Und wir reagieren darauf, dass du sagst, legt eure Schwerter ab, Jesus. Und wir nehmen heute unseren Mut zusammen und sagen, Jesus, es ist Ungerechtigkeit geschehen, Jesus, aber wir übergeben dir unser Schwert, wir übergeben dir die Rache, wir übergeben dir diesen Wunsch auch von uns, dass Gerechtigkeit passiert. Wir kommen damit zu dir. Und in all dem drin, Jesus, sehen wir auch das Wunder. Du hast auf dem Weg zum Kreuz den Preis bezahlt. Niemand hat es weniger verdient, im Stich gelassen zu werden als du. Und du hast das getragen. Du hast das getragen, all diese Verletzungen. Und darum bitten wir dich, Jesus, dass du hineinkommst in diese Verletzung. Jetzt nimm dir einen kurzen Moment Zeit und benenne diese Verletzung. Zum Beispiel, Jesus, bitte heile die Verletzung, dass mein Freund mich verlassen hat oder meine Familie nicht für mich da war, meine Mutter mich nicht genommen hat, wie ich bin, mein Vater mich nicht ermutigt hat.
Danke, Jesus, dass du diese Gebete hörst. Danke, dass du heilst. Und danke für alles, auch was du heute und jetzt auch beginnst und uns mit reinnimmst auf einen Weg, wo wir in all unseren Verletzungen und Verrat, Jesus, den wir erlebt haben, wo du jetzt die Leitung übernimmst und wir solche Geschichten hinter uns lassen können. Amen. Amen. Das war die erste Station gemeinsam. Es beginnt schon gleich sehr, sehr intensiv und danke, bist du dabei. Und wir sehen uns morgen früh dann wieder. Dann geht's wieder weiter und wir begleiten Jesus weiter auf dem Weg und entdecken immer auch die ganze Kraft auch für dein Leben. In dem Fall, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.